Die kleine Fee hat sich nicht mehr zu helfen gewusst. Darum hat sie sich einfach weggezaubert. Jetzt ist der Mixer selbstständig durch die ganze Küche durchgetanzt und hat den feinen Teig an der Wand verspritzt. Schnell hat die Mutter den Stecker rausgezogen. Dann hat sie die kleine Fee gesucht. Auf der Küchenlampe oben hat sie entdeckt. Verzweifelt hat die kleine Fee gerufen: «Ich will aber, helfen mir doch!» Die Mutter von der Loretta hat die Arme ausbreitet und die kleine Fee hat sich fallen lassen. Enttäuscht hat sie in die Schüssel hineingeschaut. Die war fast leer. Jetzt müssen wir nochmal von vorne anfangen. Wir brauchen Butter, Eier, Zucker, Milch, Mehl und Backpulver und noch eine Handvoll Weinbeere. Die kleine Fee hat alles verrühren. Damals aber mit einem Holzlöffel. Den Teig haben sie in die Backform gefüllt und in den warmen Ofen hineingestellt. Wo der Kuchen fertig gebacken und verkühlt war, hat sie den Gugelhupf gerade probiert. Sie haben tatsächlich den ganzen Kuchen auf einmal bis aufs letzte Brösmeli verdruckt. Noch nie hat die kleine Fee so etwas Feines gegessen. Dann hat sie sich vielmal bei der Loretta und ihrer Mutter bedankt und schon ist sie schwupp verschwunden. Am nächsten Tag ist Loretta gerade nach der Schule auf der Gartenbank gesessen. Sie hat auf die kleine Fee gewartet. Die war aber nie herum. Langsam hat sie sich Sorgen gemacht. Vielleicht ist sie jetzt erwachsen wie die Mami. Was mache ich, wenn sie nicht zu mir kommt? Als die Loretta raufgeschaut hat, ist die kleine Fee vor ihr gestanden. Sie hat ausgesehen wie immer. Die grossen Feen haben gesagt, Kuchen backen sei nichts Besonderes. Ich will gerne wissen, was ich sonst noch lernen sollte. Ich habe auch keine Idee mehr. Das ist alles so schwierig. Wenn uns doch nur jemand einen guten Rat geben könnte. Das hat Karin, die am Gartenhag gestanden ist, gehört. Schüch hat sie gefragt, ob sie ihr helfen können. Loretta hat sie hässig angeschaut. Was, du? Die doofe Karin? Geht's eigentlich noch? Du kannst ja nicht einmal dir selber helfen. Halt doch einfach ab und lass uns in Ruhe. Traurig hat Karin am Boden geschaut. Niemand hat sie gern und niemand wollte mit ihr spielen. Dabei hat sie so gerne eine richtige Freundin gehabt. Die kleine Fee hat sie nachdenklich angeschaut. Das Mädchen hat ihr leid getan. Darum hat sie Loretta gefragt. Was hast du eigentlich gegen Karin? Sie sieht einmal ganz nett aus.